Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Dobrodošli kod našeg novog videa. Heute wollen wir über einen weiteren Tausch am Kreuz sprechen. Danas hoćemo o jednoj drugoj stvari govoriti šta je bila na razmjeni na križu. Und zwar hänge ich hier auf Krankheit. Ja ću tu sad obesiti bolest. Und wir gehen jetzt gleich ins Wort Gottes. Wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr gerne auch das mit aufschlagen. Und zwar Mi sad idemo direktno u riječ Božju. Ako imate Bibliju, možete vi isto direktno otvoriti Bibliju. Genau, wir erzählen viel ohne Bibelstellen, aber wir nehmen auch Bibelstellen mit rein, dass ihr einfach auch seht, dass wir das uns nicht einfach alles ausdenken. Mi govorimo puno bez Biblije, ali da uzmemo i jedan stih iz Biblije da vam pokažemo da nismo to mi sami sebi izmislili. Die erste Bibelstelle, wo wir hingehen wollen, ist im Alten Testament. Das ist Jesaja 53. Prvi stih kojega hoćemo vama govoriti, to je u Starem Zavjetu, to je u Izaji 53. Und wir fangen an bei Vers 3. Mi počinjemo kod stiha 3 Und es geht um Jesus. i tu ide u Isusu se tu. Das ist immer wieder das, was mich fasziniert, dass schon im Alten Testament durch die Propheten genau darüber gesprochen wurde. To je to što me stvarno fascinira, jer u Starom Zavjetu već prorok govori o Isusu Und in so einer Genauigkeit. i u takvoj točnosti. Wisst ihr, die Propheten, die haben das auch vom Heiligen Geist gezeigt bekommen. Die haben das gesehen mit ihrem geistigen Auge. Jer znate, i proroki su to od Duha Svetoga vidjeli. To je Duh Sveti njima pred njihovom duhovskom oko pokazao. Ja, wie sonst hätte Jesaja das so schreiben können? Kako je to mogao Izaja inače to tako točno pisati? Er wurde verachtet und alle mieden ihn. Er, Jesus, war voller Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut und auch wir verachteten ihn. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt, wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz, und durch seine Striemen sind wir geheilt. Evo, sad ću po hrvatski pročitati Izaja 53, 3 do 5. Bio je izrugivan i omalovažavan. Podnosio je patnje i boli. Prezreli smo ga odbacili. A on je zapravo uzeo naše bolesti i podnosio naše boli, dok smo mislili da ga Bog kažnjava i da mu nanosi bol. Zbog naših je prijestupa bio izranjavan, zbog naših zlodjela satran. Njega je snašla kazna koja nas je iscijelila. Ozdravljeni smo njegovim ranama. Also man kann sich nicht nur eine Stelle aus der Bibel rauspicken und stellt dann darauf eine Lehre auf, Ne može se uzeti samo jedan stih, jedan dio iz Biblije i od toga napraviti jednu lekciju. Genau, deswegen haben wir auch 3 Stellen rausgesucht. Zato smo i mi zabrali 3 stiha. Die nächste Bibelstelle ist in Matthäus 8, Vers 17. Drugi stih je u Mateju 8, 17. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war. Er nahm unsere Schwachheiten auf sich und lud sich unsere Krankheiten auf. Tako piše u Mateji 8.17. Tako se ispunilo što je Bog rekao po proroku Izaji. On je uzeo naše slabosti i odnio naše bolesti. Und die dritte Stelle ist 1. Petrus 2. Das ist jetzt übrigens alles Neues Testament. Treći stih je u Petrova 1, to je sve Novi Zavjet. Mit seinem Körper hat er unsere Sünden auf das Holz hinaufgetragen, damit wir, für die Sünden gestorben, nun so leben, wie es vor Gott recht ist. Durch seine Striemen seid ihr geheilt. U Petrova 1, 2 i 24 piše: Krist je sam u svom tijelu ponio naše grijehe na križ, da umremo grijehu i da živimo za pravednost. Njegovim ranama vi ste ozdravljeni. Also warum
werden wir immer noch krank, auch die, die an Jesus glauben? I zašto mi još uvijek oboljemo i oni koji vjeruju na Isusa? Da kann ich jetzt noch eine ganze Kette anhängen. Warum passieren uns auch immer noch unglückliche Sachen? I to mogu još puno stvari obesiti. Zašto nama kojima vjerujemo Isusa još puno te stvari se desio? Nun, für mich ist die Antwort ganz einfach, ganz simpel, Za mene je odgovor jako jednostavan, weil ich das einfach noch nicht richtig verstanden habe. jer ja to još uvijek nisam točno shvatila. Das hat vielleicht mein Kopf verstanden, aber die Wahrheit ist noch nicht ins Herz gegangen. To je možda moja glava shvatila, ali nije palo u moje srce. Denn wenn mein Herz versteht, dass Sünde, Tod, all das Leben und eben auch Krankheit hier gestorben ist, entmachtet wurde, Dok srce to shvati da je smrt, bolest, grijeh, sve to na križu uništena, dann kann ich da drüber stehen. Dann glaube ich das und dann ist mein Fuß da drauf. onda mogu na tome stati. Onda ja to vjerujem i moja je noga na tome gore. Das hängt also alles tatsächlich mit unserem Denken zusammen To stvarno sve visi sa našim mišljenjem skupa und mit unserer Entscheidung. i sa našom odlukom. Also das alles beeinflusst unser Herz, To utječe naše srce, unser Denken, unsere Entscheidung. naše mišljenje i naše odluke. Paulus sagt im Neuen Testament, dass wir unsere Denken ändern müssen. Paul kaže u Novom Zavjetu da mi naše misli moramo preokrenuti. Also wir bekommen immer das und wir erleben immer das, was unser Herz glaubt. Mi to dobimo i to oživimo šta naše srce vjeruje. Okay, und dann sagen wir, ja, aber ich glaube das doch, dass ich geheilt bin durch seine Striemen. Warum erlebe ich es nicht? U redu, ja to vjerujem da sam ja izliječen kroz njegove rane. Ali zašto to ne funkcionira? Wisst ihr, wenn wir uns anstrengen, Gutes zu tun Jer znate, dok se mi mučimo dobre stvari da radimo, oder uns anstrengen zu glauben, da se mučimo da vjerujemo, merkt ihr was? Das sind wir. Das versuchen dann wir aus eigener Kraft. osjetite nešto? Mi radimo iz naše snage. Der nehmende Glaube ergreift, was Jesus gemacht hat. Uzeća vjera razumije šta je Isus napravio. Er denkt darüber nach zusammen mit dem Heiligen Geist. On razmišljuje o tome skupa sa Duhom Svetome. Erinnert euch, was ich euch erzählt habe über das Bibellesen, über die zwei verschiedenen Arten. Sjetite se šta sam vam ja govorila o čitanju Biblije, u onim dvojem različitim mogućnostima. Nicht ich selbst und ich mit meinem super Verständnis und meinem super Glauben, Ne ja sama sa mojim super znanjem, sa svojom snagom, sa svojom vjerom, sondern er in mir, nego on u meni. sein Glaube in mir, Njegova vjera u meni. er in uns, lässt uns dieses alles richtig verstehen. On u nama čini da mi to pravedno razumijemo. Er braucht nur unsere Entscheidung, On treba samo našu odluku. unsere Entscheidung für ihn, Našu odluku za njega. unsere Hingabe an ihn, Našu odanost njemu. dieses Weg von uns selbst und zu ihm hin. To proći od nas k njemu. Und sein Glaube, wenn er in uns lebt, dann ist ja auch sein Glaube in uns. I to njegova vjera, jer dok on živi u nama, onda je njegova vjera u nama. So, wir haben jetzt also die Wahl, folgendermaßen zu denken. Mi sad imamo taj izbor da možemo na taj način vjerovati. Oh nein, ich sehe das aber noch nicht in meinem Leben. Ich kann nicht genug glauben, deswegen erlebe ich es nicht. O ne, ja to još ne vidim u mojem životu. Ja to ne mogu na to još vjerovati. Nemam dovoljno vjeru za to. Oder die andere Entscheidung zu glauben, was in seinem Wort steht. Ili ta druga odluka da vjerujemo to što u njegovoj riječi piše. Dass sein Glaube in uns lebt. Da njegova vjera u nama živi. Und wenn wir das glauben und ergreifen, I dok mi to shvatimo i vjerujemo, dann werden wir es erleben, weil es die Wahrheit ist, was in seinem Wort steht. onda ćemo to uživjeti jer je to istina što u njegovoj riječi piše. Und es kann hier jeder stehen, es ist völlig egal, wer hier steht und es euch erzählt. Tu može bilo koji stati i to vam govoriti.
Wir haben die Bibel und es ist sein Wort und es ist die Wahrheit. Mi imamo Bibliju i to je njegova riječ i to je istina. Und wir haben euch 3 Stellen gegeben, wo das steht. Mi smo vam dali 3 stiha gdje to piše unutra. Dass alles auf ihn geladen worden ist, auch die Krankheit, die du hast, die dich vielleicht gerade quält. Da je to sve na njega stovareno i ta bolest koja te muči. So, jetzt frage ich euch, warum bitten wir Gott immer noch, dass er uns heilt? I ja vas sad pitam, zašto mi još uvijek molimo Boga da On nas izliječi? Ja, Alisa, weil ich krank bin, deswegen bitte ich Gott. Jel, Alisa, ja još uvijek bolestan, zato molim Boga. Weil in meiner Familie jemand krank ist. Jel je u mojoj familiji neko bolestan? Ich bitte Gott, dass er sie heilt. Ja molim Boga da njega izliječi. Und für was ist Jesus dann gestorben? A zašto je onda Isus umro? Für was ist er ausgepeitscht worden? Zašto su ga istukli? Wir können viel reden, aber was sagt das Wort? Mi možemo puno govoriti, ali šta kaže riječ? Das Wort sagt, dass durch jeden einzelnen Striemen Dok nam Biblija kaže da smo po svakom pojedinstvenom utoru geheilt sind. izliječeni smo. Geheilt sind. Izliječeni smo. Unsere Heilung ist vor über 2000 Jahren am Kreuz besiegelt worden mit seinem Blut. Naša liječnost je prije 2000 godina zapečačena sa njegovom krvjom. Nehmender Glaube bedeutet also, dass ich die Wahrheit nehme, Uzeća vjera znači da uzmem istinu, auch wenn ich gerade noch die Verletzung sehe an meinem Körper, i dok ja ipak još tu ozledinu ili bol vidim na svojem tijelu, ich nehme die Wahrheit und sage Danke. ja uzmem istinu i kažem hvala. Ich muss lachen, weil ich das auch lernen muss. Ja moram se smijati jer ja to još isto sama moram još učiti. Jedes Mal neu, wenn uns irgendwas quält, Svaki Schmerzen macht, put na novo dok me nešto muči ili nešto boli. erinnert mich der gute Heilige Geist an die Wahrheit. Mene posjećava dobar Duh Sveti. Erinnert uns an die Wahrheit, die in seinem Wort steht. On me posjećava na tu istinu koja u njegovoj riječi unutra piše. Und ja, wir haben Heilung erlebt, sonst würden wir nicht hier stehen. Da, i mi smo živjeli kako su ljudi bili izliječeni. Und ja, wir haben auch ganz oft nichts Sichtbares gesehen. Da, i više puta nismo ništa vidjeli u normalnome. Trotzdem ist das, was wir erleben, das ändert nichts daran, dass es die Wahrheit ist in seinem Wort. I ipak to što mi oživimo, to ne znači da to nije istina što je u njegovoj riječi. Und auch jedes Mal, wenn ich es nicht erlebe, so stelle ich mich trotzdem auf sein Wort und sage, das ist die Wahrheit und daran glaube ich und daran halte ich fest. I ipak, dok ne oživim, ja to uzmem istinu i stanem se na njegovu riječ. Und ich bin mir sehr sicher, dass an seinem Wort und an der Wahrheit festzuhalten, dass das unser Denken erneuert. Ja sam jako sigurna da dok držimo na njegovu riječ, da to naše mišljenje potpuno obnavlja. Und dass wir durch den Glauben daran die Dinge ins Sichtbare bringen werden. I da mi kroz vjeru na to te stvari možemo donesti u videće. Nicht durch diesen ich glaube, ich glaube, ich glaube, Ne kroz to ja vjerujem, ja vjerujem, ja vjerujem, sondern durch dieses ihn immer besser kennenlernen, nego kroz to da njega mi bolje upoznamo. durch ihn immer mehr die Erkenntnis zu bekommen, wer wir sind in ihm. Kroz njega da mi to osjetimo i živimo koji smo mi u njemu. Das heißt, unsere einzige Aufgabe ist es auch in Krankheit, in den Situationen, I naša jedina stvar u bolesti u toj situaciji je, ist es unsere Aufgabe, zu ihm zu kommen. to je naše da idemo mi kod njega. Nicht zur Schwester oder zum Freund oder Bekannten. Ne kod brata ili prijatelja ili poznatoga. Damit meine ich jetzt, was weiß ich, den heiligen Petrus oder den Pfarrer so und so, Ne da mislim da idem nekome svećeniku ili nekome svetome. und das spreche ich jetzt zu den Gläubigen, sondern zu ihm, zu Jesus direkt zu kommen. I ja to sad govorim tim ljudima koji vjeruju da idu direktno kod njega, a ne nekom trećemu. Zusammen mit dem Heiligen Geist. Skupa sa Duhom Svetome.
und ihm zu sagen, Heiliger Geist, zeig mir, was Jesus für mich gemacht hat. Дух Свети, покажи ми šta je Isus napravio za mene. Lass es mich ganz tief im Herzen verstehen, Pokaži mi i da shvatim jako duboko u mojem srcu, damit ich die Heilung nehmen kann, die bereits da ist. da mogu tu liječenje dobiti koje je već tu. Das heißt, wir stellen unseren Glauben in dem Moment über die Schmerzen, über das, was wir im Sichtbaren sehen. To znači da mi tu vjeru stavimo iznad tih bolova i to što mi osjećamo i te dijagnoze koje smo dobili, što imamo. Und wenn ihr sagt, das mache ich schon so lange, ich kämpfe schon so lang, I ako vi ipak kažete još, ja to tak puno već radim i to uvijek radim. dann sagt er zu euch, ja, das ist der Punkt, du kämpfst schon so lang. I on kaže, da, točno je to ta točka, jer ti to radiš. Erkenne, ich habe gekämpft und ich habe gesiegt. Osjeti, ja sam se borio i ja sam pobjedio. Wenn wir jetzt für andere Menschen beten, und ich komme zum letzten Punkt, I dok mi sad za druge ljude molimo, i dolazim sad na kraj, es kommen Menschen zu uns, die krank sind, dolaze ljudi kod nas koji su bolesni und du bist auch herzlich eingeladen, zu uns zu kommen. i ti si isto pozvani da dođeš kod nas. Und ja, wir beten für Kranke. Da, mi molimo za bolesne. Der Unterschied ist nur, wir bitten Gott nicht, dass er heilt, Razlika je da mi Boga ne molimo da on te ljude izliječi. sondern wir erzählen den Menschen die gute Nachricht, Mi govorimo ljudima tu dobru vijest dass es schon bezahlt ist, da je već plaćeno, dass Jesus es gemacht hat. da je Isus to napravio. Wir machen ihn groß, nicht uns. Mi napravimo njega velikoga, a ne nas. Und wir danken unserem Vater für die Heilung. I mi zahvaljujemo našem tati da je on već to izliječio. Und durch Glaube wird Heilung sichtbar. I kroz vjeru se vidi zdravlje. Und wir dürfen da auch geduldig sein und Geduld lernen. I mi možemo tu biti trpljivi i da učimo trpljivost. Und ich kann euch sagen, es liegt nicht an Gott, der jetzt irgendwie noch überlegen muss, ob er uns heilt oder nicht, I ja vam mogu kazati da to ne leži na Bogu, da on sad još mora premišljavati jel vas hoće izliječiti ili neće. oder vielleicht muss ich doch noch irgendwas tun oder ich muss ihn doller bitten, damit er es endlich tut. Ili ja moram još nešto napraviti ili moram još bolje moliti da on nešto napravi. Ich muss intensiver beten, Ja moram jače moliti, ich muss braver sein. moram biti bolja. Ich habe wieder Mist gemacht, vielleicht hat er mich deswegen nicht erhört. Ja sam opet pogrešila, možda zato me neće čuti. Nein, Gott will, dass wir wissen, wer wir sind in Christus. Bog hoće da znamo ko smo mi u Kristusu. Er will, dass wir ihn ehren, dass wir Jesus ehren und das, was er getan hat. On hoće da mi počastimo njega, a ne nas. Es ist nicht einfach nur ein was in der Bibel steht, sondern das ist der zentrale, nur darum geht's. To nije samo ta jedna stvar što piše negdje u Bibliji, nek to je ta centralna stvar, to je to najvažnije što piše u Bibliji. Und wir fangen damit an, das zu ergreifen. I mi počinjemo da to shvatimo. Wir fangen damit an, den Heiligen Geist zu bitten, den Glauben in uns freizusetzen für die Dinge. I mi počinjemo s tim da Duha Svetoga molimo da nam on to pokazuje i nam daje tu vjeru da to shvatimo šta se desilo. Das heißt, wenn ich eine Diagnose habe und die Bibel sagt mir die Bibelstelle, I to znači ako ja imam nekakvu dijagnozu, a u Bibliji kaže to i to, die Bibelstelle, du sollst im Glauben gehen und nicht im Schauen, i Biblija kaže da ideš u vjeri, a ne u tome šta vidiš. das, was ich hier gerade habe, das ist die Diagnose, die schlechte Diagnose. To što ja to sad u ruki imam, to je ta loša dijagnoza. Das ist ein Beispiel von den Ärzten jetzt irgendwie, weil ich habe Krankheit XY. To je ta dijagnoza što sam dobio od doktora sa nekakvom lošom bolesti. Dann setze ich da den Stempel drüber bezahlt. Onda ću staviti tu pečat gore da je to plaćeno. Und trotzdem sind wir geschockt über solche Nachrichten, I ipak smo šokirani od tim vijestima. obwohl wir die Wahrheit kennen von unserem Denken her. Jer ipak znamo šta je istina od našeg mislenja. Deswegen ist es gut, wenn wir einander haben, uns an die Wahrheit erinnern. Zato je dobro da mi imamo nas, da se o toj istini podsjećamo. Und füreinander da sind I da smo jedan za drugoga tu, und füreinander beten. jedan za drugoga da molimo. Nicht um Gott zu überzeugen, Ne da kažemo Bogu da nas on izliječi, denn er hat es schon getan. jer je on već to napravio. Wir dürfen lernen, im nehmenden Glauben die Heilung anzunehmen. Mi smijemo učiti
u uzećoj vjeri da uzmemo taj lijek za nas. Wenn ihr jetzt krank seid, Ako ste bolesni, dann fangt an, in dieser Situation Danke, Jesus, für die Heilung, die du am Kreuz bezahlt hast, zu sagen. onda počnete u toj situaciji reći hvala Isuse za to što si ti na križu već napravio za mene. Ich glaube an dich, Jesus, und ich danke dir für die Heilung. Ja vjerujem na tebe, Isuse, i ja ti se zahvaljujem za taj lijek. Und ich schaue auf dich, Jesus. I ja gledam na tebe, Isus. Danke, Jesus, für das vollbrachte Werk. Hvala, Isuse. Und danke, Heiliger Geist, dass du es tief in mir drin mir immer mehr erklärst, Hvala ti, Duh Sveti, da ti to u meni unutra objasniš. bis es mein Herz glauben kann und ich es sehen kann. Tak dugo dok to moje srce shvati i dok vidim. So, wir sind jetzt am Ende der Videoreihe Tausch am Kreuz angekommen. Došli smo na kraj te serije Izmjena na križu. Wir hoffen, dass ihr das einfach ganz tief aufnehmen konntet, Mi se nadamo da ste to mogli jako duboko shvatiti i primiti. dass der Herzenswunsch in euch geweckt ist, es noch mehr zu verstehen Da ste dobili želju u srcu da to bolje razumijete. und dass ihr an der Botschaft vom Kreuz die gute Nachricht erkennen konntet. I da vi na toj poruki od križa vidite tu dobru vijest. Dass ihr jetzt verstehen könnt, warum das Kreuz und das vollbrachte Werk, warum das eine gute Nachricht ist. Da možete razumjeti da je ta poruka u križu, da je ta dobra vijest. Wir werden noch viele weitere Videos machen. Mi ćemo još puno više videa raditi. Wir machen das so lange, wie Gott uns das aufs Herz legt. Mi ćemo tako to dugo raditi kako dugo nam to Bog daje na srce. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet, denn wir haben noch viele Ideen Mi se veselimo dok upalite drugi put jer imamo još jako puno ideja. und freuen uns, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt, I veselimo se ako nam stavite palac prema gore. das Video mit euren Freunden teilt Taj video i tu seriju sa vašim prijateljima dijelite. und eure Gedanken und Fragen in die Kommentare schreibt. I vaše misle i ovoga pitanja nutra ostavite poruku u komentarima. Bis zum nächsten Mal. Vidimo se. Do drugi put.